Als ich 10 Jahre alt war, hatte ich ein Ziel in meinem Leben. Ich wollte Klavier spielen lernen. Ich wollte zuerst mal so gut Klavier spielen wie mein Papa. Und dann später hatte ich noch andere Vorbilder, auch hier in der Kirche. Aber dieses Ziel, das war etwas umkämpft. Weil meine Mutter, sie war selber Musikerin, sie ist jeden Tag eine halbe Stunde neben mich hingesessen und hat mit mir Klavier geübt. Das ist ein kleines Foto, da war ich schon ein bisschen älter wahrscheinlich als 10, aber das ist das Klavier, auf dem ich gelernt habe. Und am schlimmsten war es, wenn draußen schönes Wetter war. Und es ist so Nachmittag um 4 Uhr, du kommst nach Hause von der Schule und eigentlich würdest du am liebsten Fußball spielen gehen, aber es heißt, du musst noch Klavier üben zu Hause. Und dann hat es geläutet an der Tür und die Freunde waren da. Nein, ich kann leider nicht kommen, ich muss noch Klavier üben. Und dann die Vorstellung, oder? 20 Kids auf dem Schulhausplatz, ein super Fußballspiel, aber ich bin allein zu Hause am Klavier üben. Und manchmal, wir alle kennen das, dass wir so Ziele haben im Leben, die wir erreichen möchten, aber dann gibt es so diese Momente, wo diese Ziele so umkämpft sind, wo du denkst, soll ich aufgeben? Soll ich einen anderen Weg wählen? Komm, ich gönne mir doch schnell was. Vielleicht machst du eine Ausbildung oder im Beruf hast du ein Ziel oder du sagst, hey, jetzt, wo ich pensioniert bin, ich habe noch so ein Projekt, das ich gerne machen würde. Und du sagst, das ist das Ziel. Aber dann kommt so dieser Gedanke, ja, soll ich jetzt das wirklich durchziehen? Mit der Ausbildung, vielleicht Sport, oder? Du nimmst dir vor, wieder etwas mehr Sport zu machen. Und du hast gesagt, morgen gehe ich joggen und dann regnet es. Und dann denkst du, ja, heute lasse ich es, ich gehe dann morgen wieder. Wir kennen das. Auch als Eltern, oder? Wenn wir Kinder erziehen oder die Großeltern, sie sagen, hey, wir möchten sie gut erziehen. Aber dann kommen diese Momente, wo es so viel Geduld braucht, so viel Selbstbeherrschung, weil irgendetwas schief geht. Und du verlierst das Ziel aus den Augen. Das kennen wir alle. Und darum wollen wir heute darüber sprechen, wie kann es sein, dass unsere Ziele, die wir haben, so umkämpft sind? Und wie können wir diese Kämpfe gewinnen? Und wir sind ja in einer Serie, wir haben letzten Sonntag begonnen, warum Jesus, wo wir durch das Lukas-Evangelium durchgehen und schauen, warum Jesus so einzigartig ist als Person. Und warum Lukas sagt, er ist der Retter aller Menschen, er ist der Retter der ganzen Welt. Und Lukas erzählt uns in den ersten Kapiteln, dass Jesus auf diese Welt kam, dann wie Jesus lebte, wie sein ganzes Leben Gott gefallen hat. Als sich Jesus taufen ließ, sagte der Vater, es kam eine Stimme vom Himmel und der Vater sagte, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Freude. Und so hat Jesus sein ganzes Leben gelebt, zur Freude des Vaters im Himmel. Und am Schluss ist er am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben für die Welt. Aber bevor Jesus überhaupt angefangen hat zu predigen, bevor er irgendetwas Gutes tat, bevor er Menschen heilte, bevor er in der Kraft des Heiligen Geistes sein Leben führte, musste auch er durch Kämpfe durchgehen. Er wurde getestet, er wurde geprüft. Das Ziel, das er hat, dieser Sohn Gottes zu sein, in der Freude seines Vaters zu leben, will er das wirklich? Und wie würde er Gottes Sohn sein? Würde er seine Macht einfach für sich nutzen? Oder würde er sie für andere Menschen nutzen? Und da wollen wir jetzt lesen aus Lukas 4, die Verse 1 bis 15. So, Lukas 4, 1 bis 15. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungerte. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter.
Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Wie Jesus stehen wir auch in Kämpfen drin, in Versuchungen, wo wir sagen, wir möchten eigentlich ein gutes Leben führen, wir möchten Gottes Willen tun, wir möchten ihm gehorsam sein. Aber dann kommen diese Versuchungen, diese Ablenkungen, diese Momente der Entscheidung, für was will ich leben? Wie bei Jesus. Versuchung ist eigentlich nichts anderes als der Versuch, uns von Gottes Zielen wegzubringen, uns von Gottes Bestimmung wegzubringen. Und das geht manchmal ganz schnell in unseren Gedanken, wo du dir überlegst, soll ich jetzt die Wahrheit sagen oder nicht? Soll ich mit dieser Person respektvoll sein oder nicht? Das sind ganz kurze Augenblicke, aber entscheidende Momente. Und die Frage ist, warum ist dieser Kampf so schwierig? An Gottes Zielen für unser Leben so dran zu bleiben. Und die Antwort ist in Vers 3, wo es heißt, dass es eine übernatürliche böse Macht gibt in dieser Welt. Es ist der Teufel. Der Teufel, der das Leben von Jesus wegbringen wollte von seinem Ziel und der auch uns wegbringen wollte von den Zielen, die Gott uns gegeben hat in unserem Leben. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, jetzt predigst du echt zu uns aufgeklärten Menschen über den Teufel. Dass der Teufel der Verursacher ist von allem Bösen. Wie kann man das noch glauben? Glaubst du das wirklich? Und ich muss dir sagen, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Ich glaube sogar, dass es naiv wäre, nicht an den Teufel zu glauben. Weil auch als aufgeklärte Menschen, als Menschen im 21. Jahrhundert müssen wir uns immer wieder fragen, wie kann es geschehen, dass so absolut böse Dinge überhaupt passieren auf dieser Welt? Wie erklären wir das? All die Gräueltaten, die geschehen im Krieg, ich bin so dankbar, haben wir gebetet für verschiedene Länder, wo im Moment auch Krieg, Bürgerkrieg stattfindet. Und dann sehen wir Bilder wie dieses, Massengräber, wo Menschen einfach sinnlos ermordet werden. Oder ich denke an Kindsmissbrauch, Organhandel, wir könnten so viele Dinge wählen und wir fragen uns, wie können Menschen anderen Menschen diese Dinge antun? Wo wir den Eindruck haben, es ist wie wenn Menschen ihre Menschlichkeit verlieren, um überhaupt so schlimme Dinge zu tun. Wie kann das passieren? Wie kann ein Mensch das tun? Und wenn wir als Gesellschaft glauben, dass es keine böse Macht gibt in dieser Welt, wenn es den Teufel nicht gibt, dann müssen wir die Schuld vollständig woanders suchen. Dann müssen wir sagen, es gibt Menschen, die sind so schlimm und so böse, dass sie diese Dinge tun können. Und das ist viel passiert in Ländern, in Gesellschaften, wo man nicht an Gott, nicht an den Teufel glaubt, hat man gesagt, hey, es gibt Menschen, die sind absolut böse. Es gibt Menschen, die sind absolut dämonisch. Und was passiert ist in diesen Gesellschaften, sind ganz schlimme Dinge. Dann hat man gesagt, es ist gerechtfertigt, dass man Revolutionen macht. Es ist gerechtfertigt, dass man Menschen umerzieht in Gefängnissen. Dass Leute verschwinden über Jahre und dass man quasi ihr Gehirn wäscht, dass sie bessere Menschen werden. Genozid, all diese Dinge sind gerechtfertigt worden, weil man sagt, diese Menschen sind böse. Diese Menschen sind so böse, dass sie das Schlimmste tun können. Es ist naiv, Menschen zu dämonisieren. Es ist naiv zu sagen, dass Menschen das absolut Böse tun können, einfach aus sich selbst. Weil das, was wir beobachten, ist eigentlich das Gegenteil. Was wir beobachten in der Weltgeschichte und auch gerade in Europa, ist, dass ganz normale Menschen irgendwie fähig wurden, das absolut Böse zu tun. Hannah Arendt hat sich viel Gedanken gemacht über das Böse im Menschen und hat den Begriff geprägt, die Banalität des Bösen. Dass ganz normale Menschen zu schlimmsten Dingen fähig werden. Es gab
gab in den 80er Jahren ein Buch, das hieß Die Welle. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt davon. Die Welle. In Deutschland, in Österreich wurde das an vielen Schulen gelesen. Und da ging es darum, dass ein Lehrer mit seinen Schülern, der Lehrer hat die Schüler in eine Situation hineingebracht, wo sie so ein starkes Gemeinschaftsgefühl hatten und so einen großen Ehrgeiz, dass es dazu geführt hat, dass die Kinder ihre eigenen Schulkollegen ausgegrenzt haben aus der Klasse, rausgeworfen haben aus der Klasse. Und das Experiment ist dann eskaliert, es gab dann sogar Tote. Und das Buch zeigt eigentlich, wie harmlose Kinder in Situationen, wo Grenzen wegfallen, in speziellen Situationen, das Schlimmste tun können. Und es ist eigentlich eine Warnung bis heute an uns, dass wir sagen, hey, da steckt etwas in uns, aber vor allem gibt es eine böse Macht, die das Böse in uns so groß machen kann, vergrößern kann, verschlimmern kann. Und genau das sagt die Bibel, dass der Teufel immer wieder kommt und das Böse in uns mächtig macht. Und dass wir teilweise Dinge tun, wo wir nachher erschrecken und sagen, wie konnte ich das nur tun? Was ist nur in mich gefahren, sagen wir dann. Das ist die Realität des Teufels. Und genau diese Realität hat Jesus erlebt. Wir haben es im Bibeltext gelesen, 40 Tage wurde er vom Teufel aufs Äußerste versucht. Und 2 Dinge lernen wir über diese Versuchung. Das Erste, das wir lernen, ist, in Versuchung entscheidest du, wer du in Zukunft sein willst. Es ist eine Entscheidung. Jede Versuchung ist eine Entscheidung, welche Person möchte ich sein. Wir lesen es im Vers 5 und 6, da führte der Teufel Jesus auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sagte, hey, ich kann dich zum König machen. Und Jesus wusste, dass er eines Tages König werden würde. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen. Jesus würde irgendwann die Königsherrschaft von Gott bekommen. Jesus werde König sein über die ganze Welt. Aber die Frage ist, wie wird er König? Wird er König, indem er sich einfach nimmt, was er will? Wird er König, indem er den Teufel anbetet und dann seine Macht bekommt? Wird er ein König, wo er sagt, jetzt müssen wir alle Menschen nachfolgen und alle Menschen müssen mir dienen? Oder will Jesus ein anderer König sein? Ein König, der kommt, um zu dienen. Ein König, wo ihm die Menschen freiwillig und aus Liebe nachfolgen. Ein König, der kommt und sein eigenes Leben gibt für das Leben der Menschen. Und Jesus hat sich entschieden, diesen schweren Weg zu nehmen. Den Weg des Dienstes, des Leides, des Todes. Um dann später von seinem Vater zur Belohnung dieses Königtum zu empfangen. Aber es war ein Moment, wo Jesus entscheidet, welcher Mensch will ich sein, welcher König will ich sein, welcher Gottessohn will ich sein. Und so stellt sich die Frage in unserem Leben auch, wenn wir in Versuchung kommen, welcher Mensch möchtest du sein? Und es gibt eigentlich nur 2 Optionen. Entweder du lebst nach diesem Prinzip, mein Leben für dich. Oder du lebst nach dem anderen Prinzip, dein Leben für mich. Es gibt schlussendlich nur diese 2 Möglichkeiten. Entweder du brauchst andere Menschen für deine Zwecke oder du stellst dein Leben zur Verfügung, damit andere Hilfe bekommen. Dass du für andere da bist, dass du so lebst, wie Jesus gelebt hast. Du hast nur diese 2 Optionen in einer Versuchung. Entweder du wirst mehr und mehr wie Jesus oder du wirst mehr und mehr wie der Teufel, der sich um sich selbst dreht. Und diese Entscheidung, die kommt in allen Lebenssituationen. Wenn du in einen Raum kommst mit vielen Leuten, dann ist die ganz einfache Frage, bist du für diese Menschen da oder sind sie für dich da? Vielleicht, wenn du ins Foyer reingelaufen bist heute Morgen, bist du für die Menschen da oder sind sie für dich da? Benutzt du sie für deine Zwecke? Sind die Menschen da, damit du Aufmerksamkeit bekommst? Dass sie Zeit für dich haben? Dass sie dich vielleicht einladen zu einem Kaffee oder dass du sagst, hey, endlich hört mir mal jemand zu oder ich bin dann nicht allein oder ich finde einen Kontakt, der mir weiterhilft? Oder kommst du am Sonntag ins Freie oder sonst in einen Raum und sagst, wie kann ich für andere Menschen da sein? Wie kann ich meine Aufmerksamkeit jemandem schenken? Jemandem zuhören, seine Geschichte hören, jemanden einladen zum Kaffee, jemandem helfen, sagen, hey,
Ich möchte für dich da sein, damit du zu der Person werden kannst, die Gott sich ausgedacht hat. Ist immer diese große Frage. Welche Person möchtest du sein? Das ist das Erste, was wir lernen in Versuchung. Welche Person möchtest du sein? Und das Zweite, das wir lernen in der Versuchung, ist, dass Versuchung immer im Kleinen beginnt. Versuchung beginnt nicht in den großen Sünden, in den großen Lebensfragen, sondern Versuchung beginnt im Kleinen. Wir lesen es im Vers 3, dass der Teufel zu Jesus sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, mach doch aus diesem Stein Brot. Er nimmt etwas Gutes, sagt, hey, das ist doch ein gutes Anliegen. Jesus, die Fastenzeit von 40 Tagen ist sowieso vorbei, jetzt darfst du essen, genieße etwas, brauch doch deine Kraft, um dir selbst etwas Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Bruce Almighty, mit Jim Carrey, wo der Mann dann alle Kräfte von Gott bekommt, um alles zu machen, was er will. Und er nutzt die Kräfte, die ihm gegeben werden, nur für sich selbst. Aber Jesus hat das nie gemacht. Jesus hat nie seine göttliche Kraft für sich selbst gebraucht. Nicht mal für sein Essen, nicht mal für eine Schlafunterkunft. Manchmal schlief er draußen, weil er keine Unterkunft hatte. Er hat sie immer für andere gebraucht. Versuchung beginnt in Kleinigkeiten. Epheser 4, 26 heißt, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben durch den Zorn in unserem Leben. Das sind diese kleinen Gefühle des Ärgers. Diese winzigen Dinge, die wir manchmal übersehen. Das hat mich genervt. Diese Person geht mir auf den Wecker. Und die Bibel sagt, diese Kleinigkeiten öffnen dem Teufel eine Tür. Das ist unglaublich. Es beginnt im Kleinen. Oder es heißt im 1. Timotheus 3, wir sollen in der Kirche nicht Menschen zu Leitern machen, bevor sie eine Zeit im Glauben sind. Nicht zu früh jemanden in eine Leitungsposition hineinbringen. Und der Grund ist, damit der Teufel seinen Stolz nicht benutzt, um ihn zum Fall zu bringen. Stolz, Überheblichkeit, auf andere Menschen herabsehen. Denke, das kann ich so viel besser. Ich könnte das so viel besser. Stolz, dieses kleine Gefühl in unserem Herzen. Und der Teufel braucht es, um uns zu Fall zu bringen. Ungeduld, Unbeherrschung. Diese kleinen Gedanken, die der Teufel nutzt. Gekränkt sein. Sie bringen uns vom Ziel ab. Und wir sind wie ein Schiff auf dem Meer. Und wir driften so ganz, ganz leicht vom Kurs ab. Ich habe eine kurze Frage. Wisst ihr, wo im Moment Norden ist? Wo ist Norden? Zeigt mal in die Richtung, wo Norden ist. 1, 2, 3. Okay, da gibt es verschiedene Meinungen. Genau, irgendwo da hinten ist Norden. Und wenn du auf dem Meer bist, dann musst du den Kurs halten können. Wenn du ein halbes Grad in die andere Richtung fährst, wenn es ein paar Meter geht, ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn du über Tage ein halbes Grad in die falsche Richtung fährst, dann kommst du ganz woanders raus. Versuchung sind diese kleinen Momente, wo wir abdriften von dem, was Gott für uns möchte. C.S. Lewis hat es in seinem Buch Die große Scheidung, beschreibt er das so schön, was passiert mit unserer Seele, wenn wir diese kleinen Dinge zulassen, unser ganzes Leben lang. Er schreibt von Menschen, das ist ein Gedankenexperiment, Menschen, die aus der Hölle in den Himmel kommen, aber sie wollen gar nicht dort oben bleiben. Sie wollen wieder zurück in die Hölle. Warum? Weil sie kleine Dinge in ihrem Leben zugelassen haben, die sich über die Zeit ihres Lebens und über die Ewigkeit immer größer geworden sind, und diese Menschen hassen das Gute. Sie können es so wenig ausstehen, dass sie nicht in den Himmel wollen, nicht zu Gott wollen, weil die Sünde so viel Raum gefunden hat über die lange Zeit ihres Lebens, ihrer Seele. Und da schreibt der Beobachter schreibt, ich bin beunruhigt, Herr, sagte ich, denn diese unglückliche Kreatur scheint mir nicht die Art von Seele zu sein, die überhaupt in Gefahr sein sollte, verdammt zu werden. Sie ist nicht böse. Sie ist nur eine dumme, geschwätzige alte Frau, die sich das Nörgeln zur Gewohnheit gemacht hat. Mein Lehrer antwortete, die Frage ist, ob sie eine Nörglerin ist oder nur
Ein Nörgeln. Aber wie kann es ein Nörgeln geben, ohne dass jemand nörgelt? Und der Lehrer sagt, es beginnt mit einer nörgelischen Stimmung und du selbst bist noch verschieden von ihr. Vielleicht kritisierst du sogar das Nörgeln. Doch es mag ein Tag kommen, und das ist, wenn sich unsere Seele immer mehr in diese Richtung entwickelt, Tag kommen, an dem du das nicht mehr kannst. Dann wird es kein Du mehr geben, das diese Stimmung, dieses Nörgeln kritisieren oder gar genießen könnte, sondern nur noch das Nörgeln selbst, das wie eine Maschine endlos weiterläuft. Wenn wir Dinge zulassen in unserem Leben, Böses zulassen in unserem Leben, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die Bibel warnt uns davon, dass wir unsere Person, unsere Seele, unser Leben nicht verschmelzen mit diesen Dingen, weil irgendwann werden wir nicht mehr existieren, sondern nur noch dieses Nörgeln oder diese Ungeduld oder diese Überheblichkeit oder diese Lust sein. Welche Person willst du werden in diesem Leben? Mehr und mehr wie Jesus oder mehr und mehr wie der Teufel, der sich um sich selbst dreht? Und es beginnt in kleinen Dingen. Jetzt, wo gibt es Hoffnung, wenn wir diese Dinge auch in unserem Leben entdecken, wenn wir merken, da bin ich nicht davor gefeit? Wenn wir sagen müssen, es ist eher so, dass ich sagen müsste, das könnte mir auch geschehen, als dass ich sagen würde, das würde mir nie passieren. Und zwei Dinge sehen wir in diesem Text. Das erste ist, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen können. Nimm dir Jesus zum Vorbild. Wenn du herausgefordert bist, wenn du in Gefahr bist abzudriften, wenn du spürst, dass diese Kräfte auch an deinem Herzen wirken, nimm dir Jesus zum Vorbild. Er hat immer in der Versuchung mit Gottes Wort geantwortet. Wir haben es gelesen im Vers 4. Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, und es steht in 5. Mose 8, Vers 3 im Alten Testament, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Und Jesus hat nicht die Bibel aufgemacht und es dem Teufel vorgelesen. Er war in der Wüste, er hatte kein Buch dabei, aber es kam aus ihm heraus. Er hatte dieses Wort auswendig gelernt und mehr noch, er hatte darüber nachgedacht. Er hatte Gottes Wort an seinem Herzen wirken lassen. Es war nicht so, dass Jesus das Wort Gottes zitierte wie magische Worte. Wenn ich nur die richtigen Worte sage, dann geschieht irgendetwas und die Versuchung ist zu Ende. Sondern er hat über diese Worte nachgedacht. So stark, dass sie Bestandteil seines Lebens wurden, sogar in den schlimmsten Situationen. In der Wüste, wo er Hunger hatte, wo er erschöpft war. Aber als dieser Druck da war, kam Gottes Wort heraus. Die Gedanken Gottes. In Drucksituationen spüren wir, was wirklich in uns ist, oder? Und in der schlimmsten Drucksituation von Jesus am Kreuz, als er unschuldig verurteilt wurde, da sagte er, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 69, mich dürstet. Psalm 31, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat Gottes Wort geatmet, gelebt. Es hat seine Gefühle geprägt, seine Entscheidungen, seinen Willen, seine Gedanken. Hat eine tiefe Überzeugung durch das Wort Gottes. Es gibt etwas, was immer besser ist als die Versuchung. Das ist der Wille meines Vaters. Weil Gott gut ist, weil er mich liebt, weil er Freude hat an meinem Leben. Wir sehen das in Vers 5 noch, weil der Teufel malt ihm eine Vision. Jesus, so könnte dein Leben aussehen, alle Königreiche dieser Welt. Und der Teufel nimmt so oft in unserem Leben auch das Gute. Er sagt dir nicht, in einem Moment bricht die Ehe, tu irgendetwas Kriminelles. Nein, er kommt mit guten Dingen und sagt, hey, du möchtest doch eine gute Mutter, ein guter Vater sein. Oder du möchtest doch im Beruf Erfolg haben oder du möchtest doch dieses Projekt zu Ende bringen. Aber wenn diese Dinge wichtiger werden als Gott selbst, als die Liebe des Vaters, die Versorgung des Vaters, dann wird es für uns zum Stolperstein werden. Wir können uns so sehr in unsere Kinder oder Großkinder investieren, dass die Sorge und der Eifer nicht nur uns kaputt macht, sondern auch die Kinder.
Wir können uns so in den Beruf investieren und in gute Ziele, vielleicht Dinge, du sagst, das verändert das Leben von Menschen. Aber wenn es wichtiger wird als Gott selbst, die Beziehung zu ihm, für ihn zu leben, dann wird irgendwann unser Herz wird korrupt sein oder rücksichtslos werden. Unsere Ziele durchsetzen auf Kosten von anderen Menschen. Wir werden unser Leben zerstören. Und darum hat Jesus gesagt, hey, es gibt etwas, was viel schöner, viel wertvoller, viel sicherer ist als all diese Dinge, all diese guten Dinge der Welt. Und das ist, mit meinem Vater in Beziehung zu stehen, ihn zu kennen, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben, seinen Willen zu tun. Das war seine Lebensvision. Und was bedeutet das für uns? Dass wir diese Überzeugung in unserem Leben stärken durch Gottes Wort. Was habe ich für einen guten Vater im Himmel? Für das ist dieses Wort da. Dass wir sagen, es gibt nichts Schöneres als Gott. Es gibt nichts Sichereres als Gott. Es gibt nichts Befreienderes als Gott. Und das lese ich hier. Wie können wir das tun? Wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Zum Beispiel, dass wir, wenn du morgen die Bibel liest, einen Psalm liest, einige Verse liest, dass du vorher betest und sagst, Vater, wenn ich jetzt lese, dann möchte ich dich vor Augen haben. Dann möchte ich dich besser kennenlernen. Dann möchte ich staunen über dich. Wenn ich Geschichten lese oder wenn ich im Gesetz, in den Geboten lese, ich möchte deine Güte, deinen Charakter kennenlernen. Ich möchte staunen über dich. Dass wir nicht aufhören, vielleicht wie früher in der Sonntagsschule, Bibelverse auswendig zu lernen. Und nicht, weil du könntest sie ja googeln, du könntest sie auf dem Handy nachschauen, aber das ist nur für deinen Verstand. Was du möchtest, ist, dass Gottes Wort dich verändert, dass du mehr und mehr wie Jesus wirst. Dass es deine Gefühle prägt. Dass wenn du einschläfst, dass du mit einem Vers einschläfst über Gottes Güte. Wenn du im Tram bist oder im Auto, dass du nicht darüber nachdenkst, was Gott dir für Verheißungen gegeben hat, was seine Gebote sind. Wenn du Kinder hast, lerne mit ihnen, weil sie sind viel schneller als du im Lernen von Versen. Unser Sohn immer beim Einschlafen sagt er, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Das ist wunderschön. Und diese Verse, ich weiß von Situationen von Menschen, die sagen, die hier in der Kirche sind, die sagen, hey, ich war in einer Phase meines Lebens, ich hatte nicht mal mehr die Konzentration, die Bibel zu lesen. Von der Krankheit, von den Schmerzen, es war so zu. Ich lebte nur noch mit meinen Gedanken, lag auf dem Spitalbett, lag zu Hause. Aber ich konnte, wie wir es heute gehört haben, sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn wir durchs dunkle Tal gehen, ist er bei uns. Nimm dir Jesus zum Vorbild. Sein Wort. Helfen wir einander in den Kleingruppen zu sagen, hey, wo stehst du dann? Wie kann ich für dich beten? Dass du Kämpfe bestehst, wo du denkst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber mit der Hilfe von Jesus, mit seinem Wort, können wir es tun. Vorwärts gehen. Aber wenn wir hier die Predigt beenden würden, dann würden wir rauslaufen mit der Überzeugung, jetzt schaffe ich es. Kennst du dieses Gefühl? Gott, jetzt mache ich es besser als letztes Mal. Irgendwie das Gefühl, jetzt mache ich wieder gut, was ich vorher verbockt habe in meinem Leben. Dieser Eifer zu tun, was Gott möchte und vergessen, wie unser Herz wirklich ist. Und wenn wir etwas darüber nachdenken, müssen wir sagen, wir können hier nicht aufhören. Wir sind wie dieses Schiff auf dem Meer, das so schnell abdriftet. Vielleicht denkst du an Dinge, wo du in deinem Leben, vielleicht letzte Woche, letzten Monat, wo du sagen musst, wie konnte ich das nur tun? Wo du erschrocken bist über dich selbst. Wo du vielleicht verzweifelst, weil du sagst, hey, das schaffe ich nie. So zu leben, wie Gott das möchte. Da gibt es diese eine Lebenssituation, ich schaffe es nicht. Ich glaube, Gott braucht unser Eifer, unser Bemühen, unser ehrlicher Kampf gegen die Sünde, um uns zu zeigen, wie sehr wir Jesus brauchen.
Und darum, du brauchst Jesus nicht nur als dein Vorbild, sondern du brauchst ihn auch als deinen Retter. Du brauchst ihn als Retter. Je mehr wir in diesem Kampf stehen, desto mehr sehen wir, wie sehr wir ihn wirklich brauchen. Wenn du nur aus der Distanz zuschaust, mal schauen, was sie sagen zu diesem Glauben, so schlecht bin ich dann doch nicht, so verzweifelt bin ich doch nicht, dass ich Jesus brauche. Fang mal an zu kämpfen, fang mal an, Gottes Wort zu halten, Tag für Tag, Gedanke für die Gedanke. Und wenn die Verzweiflung kommt, dass du merkst, das schaffe ich gar nicht, wenn du plötzlich merkst, was da raufkriecht in deinem Herzen, da kommst du in diese Nähe von Jesus, wo du sagen kannst, ich brauche dich, Jesus. Und das Neue Testament sagt im Hebräer 4, mit diesem Vers schließe ich, Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Jesus hat die Versuchung bestanden, die du und ich nicht bestanden haben. Er hat sie bestanden, um unschuldig ans Kreuz gehen zu können, für unsere Sünden, für unsere Bosheit, um all das, was wir getan haben, all das, was sich eingenistet hat in unserem Herz, auf sich zu nehmen, unsere Sünden zu tragen, damit Gott uns sagen kann, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich vergebe dir, ich bin mit dir. Ich gebe dir die neue Hoffnung, dass du so werden kannst wie Jesus, dass dein Leben einen guten Weg nimmt, dass dein Leben nicht abdriften wird vom Kurs, bis zu dem Tag, wo du Jesus sehen wirst. Welche Person möchtest du werden? Jesus, wir danken dir für dein Wort, für diesen Kampf, den du für uns gekämpft hast. Herr, du siehst, was uns durch den Kopf geht, wenn wir uns die Frage stellen, welcher Mensch wollen wir sein? Du siehst die Menschen, die in die Vergangenheit schauen und ihre Sünden, ihre Versagen sehen, die sie immer noch anklagen und drücken. Du siehst die Menschen, die in die Zukunft schauen und Zweifel haben. Komme ich ans Ziel? Schaffe ich das? Du sprichst uns heute zu, du bist barmherzig und gnädig. Du rufst uns zu deinem Thron, wo du jetzt König bist und Gnade schenkst, Liebe schenkst, Geduld und Freundlichkeit schenkst in diesem Moment. Herr, und wenn wir so in deiner Gegenwart sind, und uns diese Liebe von Gott entgegenkommt, dieses Verständnis von Jesus für unsere Schwachheit und Sünde, weil er selbst in diesen Situationen war, ohne je zu sündigen, können wir sagen, Herr, es war ein langer Weg, aber jetzt darf ich zu dir kommen. Ich war lange von dir weg, aber jetzt komme ich zu dir. Ich habe diesen Bereich meines Lebens lange von dir ferngehalten, nicht darüber gesprochen, nicht mal darüber nachgedacht. Aber jetzt bringe ich ihn zu dir, weil ich Gnade und Barmherzigkeit finde. Weil du bestanden hast, was ich nicht konnte. Und weil du meine Sünden getragen hast, damit ich frei sein kann. Heiliger Geist, wirke jetzt an unseren Herzen. Öffne Menschen die Augen, dass Jesus der Retter ist von meinem Leben, von deinem Leben. Heiliger Geist, führ uns zum Kreuz. Zeige uns die Größe der Gnade von Jesus. Zieh uns zu dir, Jesus. Heiliger Geist, überführe du, dass wir nicht dieselben bleiben müssen, dass dein Kreuz, Jesus, Kraft hat, dass es keine Sünde gibt, die wir nicht überwinden können, weil du, wenn du mit uns bist und weil du mit uns bist. Schenk neuen Mut.
Vergib uns unsere Schuld, Jesus. Mach uns zu den Menschen, die du möchtest. Mach uns zu diesen Menschen für die Ewigkeit mit dir.